Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid auf meinem Kanal Ari7373. Wir nehmen heute ein besonderes Thema mal. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Zeitreise, würde ich sagen. Gell? Kann man Zeitreise sagen? Und ja, es hat mich gestern ein bisschen sprachlos gemacht. Ich habe einmal in einem anderen Video mal kurz gesagt, dass Gießens Nachtleben ziemlich tot ist. Und gestern Abend bei wunderschönem Wetter und Gießen und Hessen haben ja gerade Ferien, oder? Richtig, ja. Die haben Ferien und es ist nichts los. Und ich frage mich, wo gehen diese ganzen Leute, diese ganzen Jugendlichen heutzutage hin, wenn sie was unternehmen wollen? Also mir ist es wirklich ein Rätsel. Also wenn ich meine Zeit denke, 15, 16 Jahre zurück, da gab es so viele Läden, da gab es so viele Möglichkeiten. Ich meine, zwar sind wir fast nirgendwo reingekommen, aber, aber trotzdem. So, ja, und da will ich mal einfach ein paar Läden mal durchgehen, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht die eine oder andere lustige Geschichte auch dabei. Läden, die mir besonders gut gefallen haben und Läden, die weniger gefallen haben. Und wie gesagt, ich war gestern mit der Harley unterwegs gewesen durch Gießen. Ich habe wirklich vieles abgeklappert und es ist echt nichts los. Also wenn ihr auf Partytour seid, dann seid ihr in Gießen echt komplett falsch, kann man so sagen, gell? Also da ist ja gar nicht. Hier und da gibt es mal ab und zu mal so ein paar Techno-Veranstaltungen, aber das ist ja Pillepalle, weil die gab es ja früher auch schon. So, und ich würde sagen, wollen wir einsteigen, gell? Habt ihr Bock? Wollen wir losstarten? Mit wem fange ich denn an? Genau. Mit dem Malibu, damals in Wieseck gewesen. Dieser Laden ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich ein einziges Mal da war und auch nie wieder dann danach da gewesen bin. Wir waren neu in Gießen gewesen und ich war fast nur am Arbeiten und einmal wollte ich mal so rausgehen. Und dann habe ich einfach mal so ein paar Leute gefragt, die bei uns waren, was es hier so in Gießen gibt. Und die sagten zu mir, ja, hier oben in Wieseck, da, was gab es da, Coca-Cola, UPS und sowas. Du warst ja gar nicht da, warst du da geboren überhaupt? So, ich mich auf den Weg gemacht, kannte mich überhaupt nicht aus, wusste auch nicht, was diese Minicars bedeuten, kannte auch die Buslinien gar nicht und bin wirklich den ganzen Weg da hochgelaufen bis am Rand von Gießen. Ihr könnt euch das so vorstellen, da wo das Gießener Brauhaus war oder noch ist, aber nicht mehr existiert. Das Gebäude ist noch da. Und da unten ein bisschen weiter in so einem Depot war das, glaube ich, so Lager, das ein bisschen umgebaut war zu einer Disco. Ich habe niemanden dorthin gekannt, dachte ich. Ich komme dorthin, an der Tür ist ein Junge gewesen, der war bei mir auf der Schule gewesen, ein paar Stufen höher als ich gewesen, Iraner. Und du hier? Und ich so, du auch hier? Der so, ja, ich arbeite hier. Und ich so, ja. Und da hat er mich kurz zur Seite genommen, hat er gemeint, bist du sicher, dass du hier rein willst? Weil das ist eigentlich nur so hier für die Amis, die waren ja damals noch hier gewesen. Und ich so, ja, jetzt wo ich schon mal da bin, warum nicht? Ja, hat er gemeint, okay, gut, aber wenn was ist, komm zu mir und keine Probleme machen. Ich so, ja klar, kein Problem. Warum? Wie soll ich auch Probleme machen? Ich war ja alleine. Naja, ich gehe rein und da ist mir was passiert. Und das ist eine der wenigen persönlichen Geschichten, die ich euch heute mal erzählen werde. Ich gehe rein und da war so eine Gruppe von Mädels gewesen. Und es kamen auch immer mehr Amerikaner rein. Und diese Gruppe Mädels, kam dann immer so in meine Richtung. Und eine von denen kam dann irgendwann auf mich zu und hi, wie heißt du, bist du neu hier, bla bla und so. Und ich bin voll drauf reingefallen, ne? Ja, willst du mir nicht was zu trinken ausgeben und so weiter. Ich nehme die ganze Zeit an meiner Cola für 1,80 € oder sowas, damals, ne? Und die möchte gerne Smirnoff Ice. Ihr müsst euch vorstellen, das Smirnoff Ice in der Flasche und da gab es noch dieses Rigo, ne, mit Rum. Ja, das eine mit Wodka und das andere mit Rum. Das waren so die Getränke gewesen damals. Wir reden jetzt von der Zeit von 2004. Und ich denke mir so, boah, cool, ey, boah, einmal herkommen und schon will eine was von mir. Ja. Ja, kaum hat sie das Getränk gehabt, ist die auch schon abgehauen. Ja, ich gehe zu meinen Freunden kurz, ich komme gleich wieder. Und nimmt so mein Getränk mit sich mit, ne?
Und ich gucke und denke mir so, hä, ich war ja so ein Landei, muss ich euch vorstellen, ist so, ja, man kann heute ein bisschen mit Lachen, mit Schmunzeln zurückblicken. Sehe ich die trinkt auch das Getränk gar nicht, ne? Die hat so nur das Getränk so die ganze Zeit in der Hand und ist die ganze Zeit am Tanzen mit ihren Freunden auf dem Boxen. Irgendwann habe ich mich so gedacht, also habe ich mich so gefragt, hä, die hat mich doch jetzt nicht gerade verarscht, sagen wir es mal so. Und ich gehe so dahin und sag so, hey, was soll das? Und sagt sie so, ja, ich habe doch keinen Bock auf dich und so, ne? Also die einfache Version mal gesagt. Und ich denke mir so, Alter, weißt du was, verarschen kannst du jemand anderes, während die auf der Box getanzt hat, ne? Hat sie ja so die Flasche in der Hand gehabt und so, ne? Und ich habe die Flasche auf die Hand genommen, dann eben nicht. So ein paar Sachen sind ja manchmal früher auf dem Land auch passiert, aber das war so einfach offensichtlich. Ich aufs Hand genommen, sie springt von der Box runter, ne? Hey, gib das her und so weiter und so. Und ihre nuttigen Freundinnen gleich auch so, was soll das so und so weiter, ne? Und Freunde, ich habe euch ein paar Storys erzählt, nicht, dass ihr denkt, jetzt ich gehe weg und es gibt immer irgendwie Ärger mit mir. So ist es nicht, es ist einfach nur zusammengefasst, ja. Auf jeden Fall, irgendwann kommt der iranische Türsteher, den ich noch von meiner Schulzeit kannte, und sagte, was ist los, hast du von dem Mädchen das Getränk geklaut oder was? Ich so, nein, die hat mich verarscht. Wie, die hat dich verarscht? Nimmt er mich kurz zur Seite, sagt er, erzähl mal, was ist denn passiert? Und er kannte mich, ich war ein ehrlicher Mensch, ne? Und ich habe ihm gesagt, so und so. Sagt er so, diese N, Pünktchen, Pünktchen, E, schon wieder sowas, ne? Immer die gleiche Geschichte mit der, ich habe die Schnauze voll. Sagt er so, hat er sich entschuldigt und hat mir noch so eine Karte gegeben, wo ich so 3 Getränke bekommen konnte, ne? Hat er gemeint, geht auf mich, voll fein, also geiler Typ, ne? Hab den leider danach nie wieder gesehen irgendwie. Und geht dahin und schmeißt die raus. Nimmt sie und schmeißt sie raus. Und ihre Freundin, das war so eine Gruppe, ich glaube 5 oder 6 Mädels waren es gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, ja, die Geschichte liegt über 20 Jahre zurück. Ich glaube 5 oder 6 waren die gewesen. Und es war Winter. Es war wirklich arschkalt, ne? Und ich bin in der Kälte noch da hochgelaufen, ey. So, schmeißt sie raus, dass sie diese Nummer gebracht hat und so. Und erst regen sich alle voll auf, ne? Die Amerikaner gehen schnell weg. Sobald Türsteher gekommen sind oder sowas oder MPs gekommen sind, waren die sofort weg, ne? Und die steht draußen und ich gucke mir das amüsant an, ne? Und dann gibt sie es irgendwann zu, ja, tut mir leid und so, das war nicht so gemeint und so und ich wollte das doch eigentlich gar nicht und so weiter. Und der iranische Türsteher, der lässt sie da draußen stehen. Er lässt sie draußen stehen und jetzt kommt der Zusammenhalt. Was denkst du? Sind ihre Freundinnen bei ihr, haben gesagt, hier, wir rebellieren und ziehen ab, gehen woanders hin, scheiß Laden? Nein, die haben die da draußen stehen lassen und sind drin und feiern gegangen. So viel zum Thema Zusammenhalt. Ja, wie gesagt, der Laden war mir dann auch zu blöd gewesen. Du hast gesehen, das ist ein reiner amerikanischer Laden, der für Leute wie mich nichts übrig hatte. Und das war mein erstes und letztes Mal in dem Malibu gewesen. Der hat aber auch nicht lange existiert. Der war dann irgendwie auch schnell weg gewesen. Ja, Malibu, Smirnoff Ice und ein iranischer Türsteher, der echt Eier hatte. Leider habe ich ihn danach nie wieder gesehen, leider. Und das ist meine Story zum Thema Malibu. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe hier 20 Läden aufgeschrieben, die damals existiert haben. Heute dagegen, was gibt es da, diese 3 Läden da in der Ludwigstraße heißt das doch. Was gibt es noch? Dann diese eine da bei der Shell-Tankstelle oben, ich weiß nicht mehr wieder. Und da beim Burger King, aber selbst die hat zugehabt, die hat auch nicht immer auf. Also komisch, auf jeden Fall, wie gesagt, das war Malibu. Malibu abgehakt, das ist Geschichte. Dann ein Laden, wo ich ziemlich oft war, weil wir da immer reingekommen sind. Ich und meine Sippe, ne, mit den schwarzen Augenbrauen und so weiter, ne. Das Backstage in der Weststadt, ja. Schöner, kleiner, feiner Laden, nicht zu groß, nicht zu klein, war immer angenehm. Und ich kann da echt nur sagen, das war, glaube ich, vielleicht sogar mein Lieblingsladen, muss ich sagen. So, ne? Also Backstage Weststadt war so von jung bis alt, alle möglichen Leute. Und da hat man auch gesehen, das funktioniert. Vor allem, sowohl als ich privat weggegangen bin und auch in meiner Türsteherzeit, habe ich gemerkt,
ausgerechnet die man nicht reinlässt, sind die am meisten Kohle aber immer da gelassen haben. Also ich auch. Ich bin früher nicht also wenn ich keine 100 Euro einstecken hatte, bin ich erst gar nicht rausgegangen. Ne? Also Backstage, da können wir Daumen hoch machen. Das war auf jeden Fall eine gute Zeit gewesen mit sehr, sehr vielen Erinnerungen. Dann gab es das Gettig. Das habe ich persönlich gar nicht gesehen. Das haben mir die anderen, mit denen ich gearbeitet habe, immer erzählt, dass das... Weißt du, wo die Gettig war damals? Das war beim Neustädter Tor, wo heute diese Spielothek, glaube ich, drin ist. Weißt du, das ist doch eine Spielothek gegenüber vom Neustädter Tor bei der Kreuzung. Das soll dieses Gettig gegeben haben. Das war aber nicht groß. Ich habe das nur gehört. Soll aber auch angenehm gewesen sein. Hat zu meiner Zeit schon gar nicht mehr fast existiert oder ich habe es nicht mehr mitbekommen, genau zu dem Zeitpunkt. Also Gettig ist auch weg. Dann gab es das Monkeys, viel später mal, ne? Monkeys, dabei, wie heißt, ist das die Liebigstraße, die da zum Bahnhof führt, gell? Da dieser Keller. Das Monkeys, ja, wie soll man das Monkeys beschreiben? Also mal war es so voll gewesen, dass die Leute draußen gestanden haben und mal war es, ich glaube, einmal waren wir drin gewesen, da waren 7 Leute gewesen, so. Also, keine Ahnung, manche haben so einen Hoch- und dann so einen tiefen Fall. Ja, aber eine Zeit lang war der auch echt toll gewesen. Also Monkeys auch leider vorbei. Gehen wir mal zum nächsten. Das Admiral. Das Admiral, ja, als das Eröffnung hatte, ich war da am Arbeiten gewesen und mein Chef und so, die kannten einige von denen. Das war wirklich, wer war da bei der Eröffnung gewesen? Ich glaube, Michael Schumacher war sogar mal da gewesen. Paris Hilton war da gewesen. Wie heißt die andere blonde Baywatch? Tussi da nochmal? Pamela Anderson. Die war da gewesen. Alles, was so hier später Hip-Hop, Mip-Hop-Leute gewesen sind, waren alle da gewesen. Und denkst dir, Alter, die haben doch Millionen gemacht. Millionen. Und die kommen nach Gießen für eine Disco. Haben die das echt nötig? Gut, die müssen eine gute Gage bekommen haben, aber trotzdem, alle, das waren ja Multimillionäre, denkt man oder hat man zumindest gedacht. Ne? Ja, das Admiral war definitiv das, was am allermeisten, und ich glaube nicht, dass das Admiral von irgendjemandem noch getoppt wird. Das war, weil, ey, ihr müsst euch mal vorstellen, die kamen aus, ich habe da Kennzeichen von Köln gesehen, von Darmstadt, von Karlsruhe, von, was weiß ich, von Fulda oder sowas, die Gegend. Hier, die Umgebung zähle ich gar nicht dazu. Die kamen von Köln, Frankfurt, Darmstadt, Kassel, nach Gießen. Nach Gießen, Alter. Ja, Admiral auf jeden Fall, das war, glaube ich, Nummer 1 gewesen. Ich selber war wirklich, ich glaube, nicht mal 5-mal da gewesen. Hab diesen Hype jetzt selber nicht wirklich nachvollziehen können. Zumal ich später ja dann in anderen Diskotheken in Bayern, Baden-Württemberg ganz, ganz andere Kaliber nochmal gesehen habe. Ich kann jetzt nicht die Namen aufzählen, weil ich doch die Geschichten erzählt habe mit den Amis, was da passiert ist und so, sonst würdet ihr ein bisschen auf den wissen, wo wann was gewesen ist. Das lassen wir mal weg. Also gehen wir mal zu Nummer 6. Nummer 6, Pfannenreichskirchen. Fallen dir ein paar Erinnerungen dazu ein? Also ich erzähle euch mal, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Irgendwie, das war so ein Laden, der war nicht schlecht, der war nichts Besonderes. Das war so Standardding. Mal war es echt gut befüllt und mal war da gar nichts los. Ne? Und auf jeden Fall, eine Story erzähle ich für euch mal. Wir ich habe gesehen, Özcan Kosa hat mal die Story gebracht, bei einem Auftritt von sich, wie er und seine beiden Cousins albanische Party gemacht haben. 3 Typen, keine Frauen, weißt du. Bei uns war es eine größere albanische Party, nur in kurdischer Version, 5 Typen und keine Frauen. So, wir sind dort, wir sehen, da geht nichts. Das war ein reiner russischer Abend gewesen und wir hatten da viel gesoffen gehabt und irgendwann sagte einer so, lass uns doch mal ein bisschen hier so Stress machen. Für uns fällt sowieso hier nichts ab. Eine reine Disco, Russendisco und ja. Auf jeden Fall, ich habe ein
boah, da fällt mir was ein, ey. Ich habe diese gestörte Russendiskothek von, wie hieß denn das, Seven damals, war das ein Bietenkopf oder wo das gewesen? Boah, die muss ich dir mal nochmal erzählen. Das war eins der krassesten Geschichten. Aber bleiben wir mal hier bei Reiskirchen. Und zwar, ja, lass uns hier Ärger machen. Und ich so, wie sollen wir denn hier Ärger machen? Wir sind schon beide alle ziemlich angesoffen. Ne? Wir eine Flasche leer gemacht, die zweite Flasche auch schon fast leer. Und haben ja vorher schon auch noch getrunken gehabt. Ne? Und dann sagt er so, ja, tu so, als würdest du, wenn du von der Toilette kommst, irgendwie, dass dich jemand anrempelt und dann kommen wir und dann wird es schon losgehen. Ne? 5 Graue gegen 5 blonde oder 10 blonde Russen dürfte ja nicht lange dauern. Ne? Ich gehe zur Toilette, ich komme, es kommt mir wirklich ein Typ entgegen. Ne? Und es war auch genug Platz so am Vorbeigehen. Ne? Und ich tue so, als würde ich stolpern und rempel den voll an mit meiner Schulter. Und denke mir so, jetzt kommt irgendein blöder Spruch und so, bist du blöd oder kannst du nicht laufen oder so. Weißt du, was der zu mir sagt? Bruder, pass auf, du tust dir weh. Du musst richtig gerade laufen. Ich denke so, ja, okay, alles klar, danke. Und die anderen gucken mich so an. Was ist passiert? Ich so, ja, der hat zu mir gesagt, ich soll vorsichtig sein, ich würde mir wehtun oder mich verletzen. Hört sich in türkisch und kurdisch Versionen viel lustiger an als auf Deutsch. Aber ich kann nicht euch alle Geschichten erzählen, Freunde. Ich kann sie leider, weil meine Verwandtschaft, Familie, Geschwister und so, die gucken auch alle zu. Ich kann euch die wirklich allerkrassesten Geschichten gar nicht wirklich erzählen. Ich kann euch nur die harmlosen erzählen. So, gut. Kommen wir mal zu Nummer 7. Das habe ich nie gesehen, weil da Kennex ausnahmslos nicht erlaubt waren. Und es gab nur ein paar wenige, die mit Ausnahmen so durch Bekanntschaft mit den Türstehern und so reingekommen sind. Das war, als die Amis noch hier waren, das Woodland. Das ist doch bei mir da oben, da weißt du, am alten Flugplatz. Ich kann euch zu der Disco gar nicht viel sagen. Ich habe sie nur ab und zu mal Videos gesehen im Internet später. Das muss ich mir vorstellen. 2004 waren wir hier, 2005 ist YouTube erst gekommen. 2005, glaube ich, gell? Und da war die schon, ich glaube, nachdem die Amis am Abziehen waren, lief das noch eine Zeit lang, glaube ich. So habe ich das in Erinnerung zumindest. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber von der Disco kann ich euch gar nichts erzählen, aber ich weiß, dass die bei der Anzahl von amerikanischen GIs, die hier waren, dass die natürlich richtig gut besucht sein muss. Ich weiß gar nicht, ob das die einzige Disco war, ich glaube, die hatten noch eine andere. Aber das Woodland, für mich keine Erinnerung, keine Meinung dazu, weil ich das nie gesehen habe. Nummer 8, das Agostea. Ist das Wohnmax da hinten? Ja, Wohnmax, gell? Agostea, ein schöner Laden, immer richtig pickepacke voll. War nur ein paar Mal da gewesen. Sehr groß, so richtig Großraumdiskotheken würde man sagen, eigentlich auch. Viele Leute aus verschiedenen Gegenden. Also Gießener habe ich habe Gießener so gut wie nie im Admiral gesehen und auch in diesem Agostea habe ich fast nie Gießener gesehen. Ich frage mich, ich glaube, die Gießener sind dafür immer im Raum Frankfurt weggegangen oder so. Agostea würde ich sagen, echt Platz, entweder, also nach Admiral und Backstage würde ich sagen Platz 3, das Agostea. Ja, lief auch gar nicht so lange, ein paar Jährchen war das gewesen, aber jetzt auch nicht so lange Zeit, ne? Dann war es irgendwann auch weg gewesen. Agostea zu Ende. Jetzt, die Nummer 9. Habt ihr mal den Film gesehen? Der Zug nach, wie ist denn der mit Russell Crowe? Nach Oklahoma? Oder Kansas City? Der Zug nach Oklahoma, glaube ich, heißt der Film. Ist ja auch egal. Guck mal bitte nach, damit wir es noch korrigieren können, bevor es peinlich wird. Was kann ich euch über das Domizil sagen? Ich kann euch sagen, 1001 Geschichte kann ich euch über das Domizil sagen. Weil, wo ich gearbeitet habe, waren wir immer nach dem Feierabend, das Ding hat ja 24 Stunden manchmal gefühlt aufgehabt, 7 Tage die Woche. Und da gab es einen Kicker, ich weiß nicht, ob der Kicker vom Sperrmüll war, weil der war immer kaputt gewesen irgendwie. Aber irgendwie hat man den immer repariert. Und dieser Kicker war, glaube ich,
Das ist nicht nur, ihr könnt euch bei den Leuten, die zwischen 2007 und 2011, die da waren, euch erkundigen. Das Ding war immer besetzt. Dieser Kicker war, also das war ein Sperrmüllkicker, aber der war immer. Und, heißt der Film jetzt? Auf jeden Fall, in dem Film sagt der Russell Crowe zu einem Jungen da, Dodge City wäre die ekelhafteste, schönste, widerlichste Stadt, wo sich ein Mann alles wünschen kann und bekommen kann. Und in dem Laden war das genauso gewesen. Da trifft das zu. Das war der ekelhafteste, schmutzigste, widerlichste, geilste, beste. War das eine Kneipe, eine Bar? Ich weiß nicht. Es war ja irgend so ein Keller gewesen. Mal war Lichter, mal auch nicht. Mal, wer die Toiletten gesehen hat und auf die Toilette musste, der musste nie wieder auf die Toilette. Aber er war immer voll, weil die haben so ihr eigenes Touch gehabt. Da war vom Obdachlosen bis zum Professor an der Uni war da wirklich alles vertreten. Und wer da gekifft hat oder was weiß ich, da war das ganz okay gewesen. Für die, die das mögen, lasst die Finger von Drogen. Auf jeden Fall auch die haben ja Bier nur in Dosen verteilt immer, ne? Und das hat so seinen eigenen Charme gehabt, ne? Das war ein widerlicher, geiler Laden, aber der hat seinen eigenen Charme gehabt, ja? Und ich habe da viel Zeit verbracht, leider, viel Zeit verbracht. Viele Spiele am Kickertisch gehabt. Und ich kann euch sagen, ja, es ist wirklich der schönste, geilste, widerlichste, ekelhafteste Laden in Gießen gewesen. Ich habe, glaube ich, mal gehört, dass der wieder aufgemacht hat, aber diese Zeit ist einfach von damals vorbei. Du wirst nicht mehr das von früher in heute reinbauen können. Es war eine andere Zeit einfach. Gut, das Domizil auch abgehakt. Das ist der einzige, den ich so reingenommen habe, der eigentlich jetzt nicht unter die Läden kommt, aber wo alle hinkamen, nachdem die Diskotheken zu hatten oder da kamen Leute mit ihrem Döner rein, du musst dir vorstellen. Das war die Zeit gewesen, wo der Döner noch 2,50 oder 3 Euro gekostet hat. Ne? Muss dir mal vorstellen. Also, das können viele, die heute das Video vielleicht sehen werden, gar nicht mehr sich vorstellen. Nummer 10, Harlem. Da wo heute das B&B Hotel, ist das B&B hier, gell? B&B Hotel steht in Gießen. Das Harlem, ich war da ein paar Mal gewesen und habe gemerkt, wirklich, das ist nichts für uns. Also da waren Studenten drin gewesen, da lief da so Musik wie Avril Lavigne und sowas lief da oder ja, keine Ahnung, was es da so gegeben hat. Celine Dion und sowas und ja, das ist so, kann man sagen, heute Lena würden die da spielen, sowas, ne? Nichts für mich, ganz komischer Laden, ich habe den überhaupt nicht gemocht, überhaupt nicht gefeiert, aber der war immer voll, das Ding war immer voll. Hacken wir das auch ab, gibt's heute auch nicht mehr. Nummer 11, das Alpenmax beim Burger King im Schiffenberger Tal. Ja, zu meiner Zeit früher richtig geiler Laden gewesen, war voll gewesen immer. Und ganz am Ende habe ich gesehen, bevor ich da aufgehört habe, wann war das gewesen? 2016, da kamen Leute wirklich mit Jogginghose und Badelatschen und sollten noch reingelassen werden, weil der Laden einfach am Ende war. Ja, leider. Ich weiß nicht, warum die Läden so irgendwann so runtergekommen sind, aber der Laden war eigentlich mal zu seiner Hochzeit eigentlich ein mega schöner, so typischer Alpenmarktladen, von Hip-Hop-Raum bis über diese Hüttengaudi da, wie sie das so nennen, so dieser Quatsch da, ne, mit ja, 10 kleine Jägermeister und lebt der alte Holzmichelloch und einer geht noch. Also Alpenmax gibt's auch nicht mehr, hat einen anderen Namen, heute kann ich euch nichts dazu sagen. Ist eine andere Zeit heute einfach. 12, das Garabé. Ich habe das auch wirklich hier so geschrieben, gell? Ich war da nur einmal gewesen und das war mir so ein bisschen unheimlicher Laden gewesen, weil da sich so die Leute mit diesen, wie heißen diese Leute, Gothic-Szene? Goth, ja, oder sowas, da rumgetrieben haben. Nichts gegen die Leute, aber einfach für mich
Ja, das war so immer der Gegensatz vom Domizil war das Scarabäe gewesen. Da kamen oft Leute vom Scarabäe dann noch ins Domizil, wenn die dazu gemacht haben. Ich weiß nicht, gibt es den heute noch? Ich glaube schon, oder? Auch nicht mehr, gell? Keine Ahnung, also ich habe von dem nichts mehr gehört. Wo ich auch eine Zeit lang in Gießen gefahren bin, habe ich von dem Laden nichts gehört. Also keine Ahnung, ob es den gibt oder nicht, aber auf jeden Fall nichts Bekanntes. Dann 13, Kunstkeller Marburger Straße. Das ist so ein Laden, wo ich echt sagen kann, die haben echt alles versucht. Von Hip-Hop bis orientalische Beats, türkische Partys, war alles mal dabei gewesen. Am Ende leider. Ich kann mich noch dran erinnern, wo ich das letzte Mal drin war. Keine Ahnung, da waren gefühlt so 10 Leute drin gewesen und ja, die waren auch nur noch drin gewesen, weil sie Eintritt bezahlt hatten. War ein schöner Laden gewesen. Am Ende leider auch vor die Hunde gegangen, wie man so schön sagt. Traurig, aber Kunstkeller gibt es auch nicht mehr. Obwohl, hängt nicht das Schild immer noch da dran? Ich habe das Schild mal Ewigkeiten, noch jahrelang danach gesehen, aber weiß nicht, ob es heute noch da ist. Keine Ahnung. So, Nummer 14. Das Uhlenspiegel. Ja, in der Stadt drinnen, das Uhlenspiegel. Da beim Seltersweg, wo man in diese kleine Gasse da reingeht. Reiner Studentenladen, würde ich sagen. Wirklich reiner Studentenladen. Ob es die coolen Studenten sind, weiß ich nicht, aber ja, ein paar Mal dort gewesen, aber auch nichts für mich gewesen. Auf jeden Fall der Laden, der sich am allerlängsten bis heute hält, der Uhlenspiegel. Von allen, die meisten, die wir aufgezählt haben, sind ja bis auf eins, wo wir uns nicht sicher sind, gibt es ja heute nicht mehr. Also das Uhlenspiegel ist der Laden, der sich am allerlängsten hält, seitdem ich in Gießen bin. Bravo. Keine Ahnung, wie sie das machen, aber ja. Nummer 15, Tempos. Kannst du dich noch daran erinnern? Wo war denn der gewesen? Ich kann mich... war das dort gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Es gab einen Laden auf jeden Fall in Gießen, Tempus. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran, Freunde. Ich kann euch da gar nicht mehr viel sagen, aber ich weiß, dass es einen gab. Ja, schreibt es unter die Kommentare, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Ahnung davon habt. Tempus auch, gibt es auch nicht mehr. Nummer 16, Pablo. Soll in Busseck gewesen sein, soviel ich weiß. Wusstest du, dass das in den alten Hallen, das stand im Internet drin, in den alten Hallen von, was stand da, frühen Räumen von Graf Zeppelin, bevor der nach Frankfurt gegangen ist, da zum Flughafen. Das waren seine Anfänge gewesen, dass der aus dem Raum Gießen kam, habe ich auch nicht gewusst oder gedacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, ich musste mir da nachgucken. Auf jeden Fall, das Pablo war ich nie gewesen, ich habe es mal so gehört, aber kann auch nichts damit verbinden. Also gibt es auch nicht mehr, können wir auch wegmachen. Nummer 17, Muck bei der Autobahn. Hey, Moment mal. Das könnte dem Uhlenspiegel Konkurrenz machen. Dieses Muck gibt es, glaube ich, auch genauso lange bis heute. Aber der ist nur noch einmal im Monat, wenn überhaupt oder sowas. Oder gar nicht mehr. Doch, also ich fahre ab und zu mal vorbei, so ein Motorradwochenende, wenn ich meine Runden drehe manchmal. Und ich habe den immer nur geschlossen gesehen. Immer geschlossen. Ist eine größere Version vom Domizil, was ich euch erzählt habe, nur mit besserer Musik, würde ich sagen. Wie gesagt, ich glaube, die machen keine regelmäßigen Veranstaltungen mehr. Die haben manchmal so auch Mottos gehabt. Draußen, Außenbereich haben die auch mal gehabt. Was da heute noch geht oder nicht, weiß ich nicht. Wenn der aufhört, wollen wir da mal vorbeigehen. Guck mal, wenn da irgendwann mal was ist. Wir sind am Start, Freunde. Also ich muss erst um Erlaubnis fragen, aber du weißt, was ich meine. Also, Muck, lassen wir mal offen. Ob es den noch gibt oder nicht, weiß ich nicht. Ne, warte mal, den klammern wir. Da bin ich mir nicht sicher. Nightlife, kann ich mich gar nichts mehr erinnern. Nightlife. Freunde, wenn ihr es wisst, Nightlife, wenn euch das noch was sagt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es irgendwas mit Nightlife gegeben hat in Gießen. Wir haben einen Laden vergessen, weil ich Domizile und so reingenommen habe. Ein Laden, der sehr, sehr lange sich gehalten hat. Du wirst gerade nicht drauf kommen, weil wir so viele aufzählen. Aber, also Nightlife, streichen wir durch. Wenn ihr was wisst, Freunde, schreibt es in die Kommentare. Busters. Hast du was davon gehört? Also ich kann damit nichts verbinden. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, was da mit Busters mal gewesen ist.
Äh, nee, echt, Freunde, mir fällt echt nichts ein, was da gewesen sein soll. Soll aber auch ein Laden in Gießen gewesen sein, der auch eine Zeit lang gut gelaufen ist. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also auch da bitte schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr uns da ein bisschen mehr Ahnung habt oder vielleicht auch gerade die ältere Generation. Also ich bin ja schon 39. Das müssen ja dann die Leute sein, ja, die Michi-Generation, weißt du, so, der war doch damals Student. So, Nummer 20, aber wir müssen 21 machen und ich sage euch auch gleich warum. Nummer 20, Havana Club Gießen, gibt es heute noch. Ich habe gestern sogar mal geguckt, der hat, aber ob der jetzt als Club oder irgendwie so was Besonderes ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also ich habe jetzt nie was Großartiges von dem gehört. Bitte nicht falsch verstehen, Freunde, aber ich habe jetzt einfach nie was von dem besonders gehört. Ja, würde ich sagen, lassen wir mal einfach so offen. Gibt es noch, ob da jetzt aber als guter Club durchgeht oder das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe euch ja gesagt, ein Laden, beziehungsweise 2 Läden haben wir vergessen. 2 Läden, wo hat mir das Internet nicht angezeigt. Fällt dir was ein? 2 Läden? Klar, Mann, das Irish Rover. Wie sagt der Weg darunter? Kannst dich nicht mehr daran erinnern. Ja, genau. Freunde, da gibt es einfach zu viele Geschichten. Ich sehe, wir sind weit über dem Zeitrahmen hinaus. Irish Rover, ein Kultclub in Gießen gewesen. Warum der irgendwann so abgekratzt ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube so um 2012, 2013 hat der Besitzer gewechselt und danach ist da irgendwie... Heute sind da Wohnungen, glaube ich, gell? Oder? Das Ding ist doch gar nichts. Gibt es das überhaupt noch? Ist das nicht gegenüber von diesem Mixmarkt? Doch, gell? Tempo, achso, Tempos hatten wir. Ach, das war der gewesen, wo ich mich nicht mehr dran erinnern konnte. Ach so. Ihr seht, Freunde, wir schneiden nicht, wir machen das hier frei raus, ohne viel Vorbereitung. Ich will gerne immer so reden, wie als wenn man mich irgendwo anspricht oder mich jemand fragt und ich dann so meine Erinnerungen, ich hätte mich jetzt auch natürlich voll viel darauf vorbereiten können und das Ding voll wie so ein Beamter runterlanden können. Das machen wir nicht. Ich erzähle euch die Storys, wie sie einfach mir einfallen oder wie ich sie in Erinnerung habe. Das ist einfach, ihr seht, es ist authentisch. Noch ein Laden. Also das Irish Rover, Freunde, einer der schönsten Läden, auch in Gießen gewesen, zu seinen besten Zeiten. Gibt es heute auch nicht mehr, schon lange nicht mehr eigentlich. Weißt du, welcher Laden noch fehlt? Ich gebe dir einen Tipp, Döner 3, 4, 5, 6, 7 Eck. Daneben dem Megatandu, zwischen Megatandu und dem Sportwetten oder was das ist. Da wo der Billardtisch auch drin ist, weißt du wo? Neben diesem Grillhähnchenladen da, ich weiß nicht mehr wie der heißt, Joy. Ist das Joy früher? Den gibt's, ja klar, den gibt's noch, seht ihr, den gibt's auch, seit ich in Gießen bin, also seitdem ich da bin, gibt's den Laden, seht ihr, wie viele Läden haben sich durchgehalten? Das Unspiegel, das Muck, das Havana weiß ich nicht, ob wir das überhaupt dazu zählen können, und das Enjoy, keine Ahnung, irgendwas mit Joy auf jeden Fall. So, Freunde, das war mal so eine kurze Zeitreise gewesen in die Vergangenheit. Also ich fand, das war interessant gewesen. Ne? Ich kann leider nur begrenzt Geschichten erzählen, weil wir müssen das hier ein bisschen auch jugendfrei halten. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, mein Tipp an euch, also ich weiß zwar nicht, was die Jugend heutzutage macht am Wochenende, hier in Gießen sage ich mal. Mein Tipp ist, ich musste, wo ich auf dem Land noch war, ja, man musste sich unterhalten. Es gab keine Smartphones, es gab kein YouTube, es gab kein Spotify und es gab kein Action. Action, ganz wichtig. Warum? Weil heute, wenn ihr eine geile Party feiern wollt, es gibt überall Lidl, Aldi, es gibt verschiedene günstige Getränke, meinetwegen alkoholisch auch, wenn ihr es unbedingt müsst. Haben wir auch, also so ist es nicht. Aber ihr müsst nicht euch unbedingt die ganze Zeit unterhalten und dann aus Langeweile dann nach Hause gehen. Es gibt diese kleine Partykugel, 10 Euro kostet die. Nehmt euch diese 10 Euro Kugel. Einer von euch muss YouTube Plus oder Spotify haben. Dann kauft ihr für 10 Euro, ich habe die letztens für meine Schwester gekauft, weißt du, wie laut die im Keller ist? Ne? Das Ding ist so laut, so wie die da, die wir gerade auch haben.
Lade ein, zwei Mädels wenigstens sein, damit es keine albanische Party wird. Freunde, Spaß muss sein. Auf jeden Fall habt ihr heute viel, viel mehr Möglichkeiten, aber ich sehe, dass das auch nicht stattfindet und mir ist es einfach nur ein Rätsel und ich habe das Video einfach nur gemacht, weil ja, als Gießener die Veränderungen, die passieren, die sind irgendwie nie was Gutes, also es passieren irgendwie nur negative Veränderungen, also ja, ich finde das sehr, sehr schade, ich finde das sehr traurig, ehrlich gesagt und deswegen habe ich mir gestern die Frage gestellt, wo gehen die alle hin? Was unternehmen die eigentlich so am Wochenende? Ne? Und ihr habt echt viele Möglichkeiten, jetzt viele Themen, viele Anhaltspunkte bei den Kommentaren was zu schreiben. Und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung gewesen, meine Dinge, die mir noch einfallen oder Dinge, die ich schon vielleicht längst vergessen habe auch. Ihr könnt gerne eure persönlichen Eindrücke, vielleicht der Laden, wo ich weniger gut fand, die ich gut fand, die ihr wiederum schlecht fand und umgekehrt. Schreibt es gerne und ich finde es einfach nur schade, dass Gießen so ein bisschen, ja, den Abgrund sucht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das war, heute sind ja mehr Menschen in Gießen als zu meiner Zeit. Als wir nach Gießen gekommen sind, weißt du, wie viele Einwohner Gießen hatte? 65.000. Heute hat Gießen, ich glaube, 95.000, 96.000, offiziell, inoffiziell ist es natürlich über 100.000, aber also muss das ja eigentlich viel mehr geworden sein. Einer hat mal in den Kommentaren geschrieben, wo ich mit dem Motorrad das Video gemacht habe, dass es irgendwie eine Zeitsperre gibt oder irgendwie Gießen so eine irgendwas eingeführt hat, dass die Läden nicht mehr aufhaben dürfen in der Innenstadt oder sowas. Finde ich miserabel, finde ich nicht gut, weil, ey, wenn du in der Innenstadt leben willst, dann ist doch klar, dass da was los ist. Deswegen willst du ja da leben. Wenn du draußen wohnen willst, da hast du deine Ruhe. Da kannst du nachts das Fenster aufmachen, kannst in den Wald gucken. Aber wenn du deine Ruhe haben willst. Aber ich will es damit mal gut sein lassen, Freunde. Ihr könnt gerne Anregungen schreiben. Bleibt bitte fair mal mit den Kommentaren zueinander. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, weil es war, wie gesagt, eine kleine Zeitreise. Ich glaube, viele Jüngere, die das sehen werden gar nichts damit verbinden können mit den ganzen Nehmen. Also ich konnte ja mit einigen nicht mal was mehr in Verbindung bringen. Freunde, wir lassen es gut sein damit. Viel Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Like auch, damit ich sehe, dass es euch gefällt oder nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt stabil, bleibt gesund. Denkt immer, gesund nach Hause zu kommen. Es gibt immer Menschen, die euch lieben. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Ari 7373. Bis dahin. Ciao, ciao.